Ja, grüß euch beieinander und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, heute mit Energie. Ich hab Bock. Ich habe leider nicht das gefunden, was ich eigentlich gesucht habe. Aber ich habe einen Supercut davon gefunden. Der dauert leider nur 10 Minuten, deswegen wird das wahrscheinlich eine kürzere Geschichte. Und zwar Reinis Statement zur Gerichtsverhandlung von Oktober 2021. Ihr wisst, ja, diese Verhandlung, nach der wir alle in froher Erwartung auf die anstehende Knaststaffel da gesessen sind und uns gedacht haben, endlich hat es irgendjemand gecheckt, wer hier derjenige ist und knackt ihn endlich ein. Und diese Hoffnungen und Träume wurden natürlich in der Luft zerrissen. Im darauffolgenden März war das, bei der Berufungsverhandlung, in der ihr kennt die Geschichte, ne? Komische Trollo, Taschenlampendulli, da hackenstramm aufgeschlagen ist, sich dann aufgeführt hat, verhaftet werden musste, etc. Wir schauen uns das Ganze an. Ich habe das auf Odyssey gefunden, fragt mich immer nach dem Kanal. Gibt's auf Odyssey Drachenlord Verhandlung ein, das ist das erste, was kommt. Und ist leider Gottes, wie gesagt, ein 10 Minuten Supercut. Ich glaube, der Kanal heißt auch Drachenlord Supercut. Und ich bin gespannt, wenn jemand, Leute, wenn jemand eine Ahnung hat, wo ich den kompletten, ich glaube, es war ein Stream oder war es ein Video, also die komplette Nummer, sein komplettes Statement finden kann, weil ich mag mich erinnern, das hat ungefähr eine Stunde gedauert oder dreiviertelte. Sagt's mir Bescheid, vielleicht, wenn da wirklich noch viel gutes Matt drin ist, das jetzt hier in diesem Supercut nicht zu finden ist, dann könnte ich mich dem nochmal annehmen. Aber in diesem Sinne bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer hockt's euch her. Sammermehrer, reißt euch eine Häube auf. Ui, mir ginge einer in Rainer. Und wie gesagt, bedenkt, dies ist, glaube ich, aufgenommen worden am Tage nach der Verhandlung in, war das Neustadt an der Aisch? Oder war das auch schon Nürnberg? Wo er erst einmal zu 2 Jahren ohne Bewährung verurteilt wurde und seine Meinung dazu. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Wir haben jetzt Datum, Wetter, Uhrzeit, reinhusten, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, es ist ein Video. Ne? Die Metal-Leute, bla bla bla, Datum, Wetter, Uhrzeit ist Video. Auch dann erst einmal so sauber reinrotzen in die ganze Nummer. Richtig gut. Qualitätsgrundend, etc. Gerade 8:26 Uhr, ich bin jetzt seit einer Stunde wach. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden, weil ich, nachdem ich gestern nach Hause gekommen bin, mich erstmal hingelegt habe, weil ich ja den ganzen Tag nicht geschlafen hatte. Also ich habe mich um 11 Uhr, ich bin um 11 Uhr aufgestanden. Gestern, also er hat den ganzen Tag nicht geschlafen, aber bis Mittag gepennt. Rainer, du hast den halben Tag verschlafen gestern. Aber Alter, wie er wieder schaut, wie wenn er... Ich bin jetzt schon wieder auf 188. C-Fix. Den Blick, wenn ich schon wieder sehe, dieses, ich erkläre euch jetzt mal, wie die Welt funktioniert, weil ich bin's, der schlaue Drache und ihr seid alle Deppen, da kriege ich schon wieder zu viel. Ne? Aber, sagt er, ist den ganzen Tag nicht zum Schlafen gekommen, ist aber erst mittags aufgestanden am vorherigen Tag. Und dann, ganz fürchterlich, dann hat er da zu diesem Gericht wongeln müssen. Da ist er ja mit dem Taxi, hat er sich da hinfahren lassen. Also das war ja nicht wirklich harte Arbeit. Und dann hat er da drin sitzen müssen. Und ich glaube, das war das Anstrengende. Da drin sitzen und sein dummes Maul halten, während ihm jemand, der mehr Autorität hat als er, erzählt, was Phase ist. Ja? Richter, Staatsanwälte etc. Und er muss da sitzen, auch wenn er nicht will. Und er muss sich das anhören, dass er derjenige ist, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat. Und dass das mit der Taschenlampe eben nicht Notwehr war, sondern ein hinterlistiger Angriff.
natürlich am Trottel gegenüber, da braucht man auch nicht drüber reden. Ne? Wir könnten jetzt mannigfaltige Diskussionen drüber aufmachen, wie sehr dieser Depp das verdient hat, dass er mal jemand eine Taschenlampe über die Rübe zieht und ob da tatsächlich so viel hat kaputt gehen können. Aber das war ja dann nicht das Thema der Verhandlung. Thema der Verhandlung war, Reini, bist du derjenige, ja oder nein? Und das ist mit einem klaren Ja beantwortet worden. Und damals war es ja tatsächlich so, dass man gesagt hat, und Reini, du warst schon so oft jetzt derjenige, dass du jetzt auch derjenige bist, der in den Knast geht. Aber nein, ja, der Richter in Nürnberg hat es dann natürlich wieder weil er ist ja wegen dumm. Man kann da nichts für, gell? Da kann er überhaupt nichts für. Er ist ja wegen dumm. Kann man nichts machen, dann muss man wieder gehen lassen. Ja, solange bis er dem nächsten irgendeine Taschenlampe über die Rübe zieht oder mit Pfefferspray in die Fresse sprüht. Oder bis irgendwann tatsächlich einmal eins der potenziell tödlichen Projektile, die er mit seinen Wurstärmchen irgendwo in die Gegend geschleudert hat, zufällig sein Ziel trifft und jemanden an der Rübe trifft, der dann wirklich mehr als nur einen leichten Dachschaden davonträgt. Ja, so lange lässt man immer wieder gehen, weil es ist ja ein armer, dummer Bur. Also vorgestern und bin dann wach geblieben bis gestern Abend bin ich ins Bett um 9 Uhr. Und dann habe ich geschlafen. Achso, er ist am Vortag, also vor der Verhandlung hat er bis 11 Uhr geschlafen. Da weiß ich jetzt nicht, ob er bis 11 Uhr abends geschlafen hat. Übrigens, jedes Ding, ne, jeder Frame ein Meme. Ich halt mal kurz die Fresse, damit der Equalizer rausgeht. Ihr könnt Schnippi tun. Bitte gern geschehen. Keine Ahnung, da schaut da oben noch irgendwie ein Resthirn drin ist. Und muss feststellen, nee. Schaut's mal, da hat der tolle Diablo-Stuhl noch gelebt. Ja? Der ausgelegt ist für, ich glaube, maximal 100 Kilo oder sowas. Dessen Maximalbelastung er um über 100% überschritten hat und sich dann gewundert, warum er kein halbes Jahr gehalten hat. Schlafen bis um 7. Ja, und seitdem bin ich jetzt wach. So, Moment. Also ich habe den im Übrigen nicht auf schneller gestellt. Der ist hier auf schneller gestellt worden. Bei mir klingelt es gerade. Sorry, ich muss kurz unterbrechen. Ne? Oder da sind wir wieder. Wo sind wir stehen geblieben? Wir werden es gleich rausfinden. Let's go. Momentan gibt es natürlich wieder sehr, sehr viele Leute, die wieder sehr viele Gerüchte über mich verbreiten. Ne? Nervenzusammenbruch und was weiß ich alles. Ich glaube schon. Also, wenn das tatsächlich stimmt, dass er praktisch den kompletten Tag und die komplette Nacht vor dem Verhandlungstag nicht hat pennen können, dann glaube ich, dass das höchstwahrscheinlich an einem Nervenzusammenbruch lag. Er hat ja auch davor gestreamt, man hat ja gemerkt, auch je näher dieser Gerichtstermin damals 2021, je näher der herangerückt ist, desto dünner ist sein Nervenkostüm geworden. Ja? Die Verdrängungsmechaniken haben zunehmend versagt und ich glaube, er hat schon auch daran geglaubt, so das kann jetzt wirklich, ich habe zu oft Scheiße gebaut in meiner Bewährung und dementsprechend ist jetzt dann bald soweit. Ne? Jetzt geht's in die ins Kaffee-Viereck. Wohl kaum. Das Urteil, ich werde nicht viel erzählen. Ich werde nur dazu sagen, das Urteil hat mich nicht wirklich überrascht, wenn ich ehrlich bin. Es ist ungerecht, meiner Meinung nach, weil ich mich... Nein, es war nicht ungerecht. Es war überfällig. Dieses Urteil war überfällig. Und dass es in der Berufung revidiert wurde, war ein Skandal. Das ist ein Rechtsskandal, der mir vollkommen unbegreiflich ist. Dass jemand, der da tatsächlich als Richter tätig ist, sich von dieser Öffentlichkeit um diesen Prozess herum und dieses Image von wegen Internetmobbing und sowas so beeinflussen lässt, dass er sich nicht die Tatsachen anschaut und sagt, Moment einmal, der Herr Winkler, der hat immer behauptet, wäre alles Notwehr, es ist mehrfach festgestellt worden, es war keine Notwehr.
Der Herr Winkler ist mehrfach vor Gericht gestanden wegen diesen Körperverletzungsdelikten und der Herr Winkler hat einfach nicht dergleichen getan. Er hat weder aufgehört, Körperverletzungen zu begehen, noch hat er aufgehört, die Leute zu provozieren, damit sie zu ihm kommen. Und er hat schon lange nicht irgendwie dafür gesorgt, dass er seine ganzen anderen Bewährungsauflagen irgendwie erfüllt. Ne? Also von Sozialstunden und den ganzen anderen Scheiß, den sie ihm auferlegt haben, den er alles nicht gemacht hat. Ja? Und dementsprechend geht der Herr Winkler jetzt ins Gefängnis und schau mal, ob er es da lernt. Und wenn er es da nicht lernt und wieder rauskommt und wieder die Scheiße baut, dann geht der Herr Winkler nochmal ins Gefängnis. So lange, bis der das lernt. Aber nein, ne? Oh, na, puh, schwierig, Winkler, Drachenlord-Thematik, ja, da möchte ich mir die Finger nicht schmutzig machen damit. Ja, und eigentlich ist er ein bisschen dumm. Und wenn ihr das jetzt, dann schreibt der Sascha Lobo über mich im Spiegel, was für ein schlimmer Mensch ich bin und dass ich ein Handlanger bin von einem Internet-Hassmob. Dann nehmen wir irgendeinen fadenscheinigen Grund, den wir uns gerade aus dem Arsch gezogen haben, weil der eine Zeuge vielleicht auch ein Bang dumm ist und dann schickt man wieder raus auf die Straße und schauen, was passiert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mich verteidige, nichts anderes. Es ist nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und den Leuten aufs Maul hau. Doch, Rainer! So, dass ich selbst Doch, Rainer, genau so war's. Du bist durch die Gegend gelaufen, hast den Leuten aufs Maul gehauen. Selbstgefällige. Im Rahmen deiner sehr beschränkten Möglichkeiten, möchte ich dazu sagen. Natürlich immer mit Zuhilfenahmen von irgendwelchen improvisierten Waffen. Aber deswegen bist du ja wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden und nicht einfach nur wegen Körperverletzung. Weil ohne Waffen wäre er überhaupt nicht in der Lage gewesen, irgendwen auch nur ansatzweise zu verletzen. Das wissen wir ja. Ne? Ich habe immer dieses Bild vor dem Kopf, wo der eine Typ die Hand am Zaun hat, beziehungsweise am Tor, und er schlägt auf diese Hand ein wie ein Irrer mit seiner Kinderfaust und der andere lacht. Ja? Rechtfertigung oder sowas mache, so wie diese beiden Herrschaften, die dann da Medizin studieren. Das waren ja die größten Witzfiguren in dem Ganzen. Nein, Rainer, die größte Witzfigur in der ganzen Nummer warst du. Die größte Witzfigur warst du, wie du mit dem Slipknot-T-Shirt, das du immer noch anhast, das du jetzt hier am nächsten Tag immer noch anhast, wo da die Wampe unten raushängt mit dem Riesenloch, wie du damit vor Gericht aufgeschlagen bist. Wow, da warst du die allergrößte Witzfigur. Und Leute, versteht's mir nicht falsch, ich bin selber jemand, ich komme auch aus der Metal-Szene, ich habe auch sagen wir mal, nicht ganz so konformen Kleidungsstil. Ich habe viele Band-Shirts, Festival-Shirts, etc., etc. Ne? Und ich ziehe mir auch wirklich selten extra für irgendwelche Anlässe irgendwie speziell an. Ne? Das ist, wenn ich auf eine Hochzeit gehe oder auf eine Beerdigung oder sollte ich vor Gericht aufschlagen müssen, dann würde ich mir was anderes anziehen. Ne? Dann würde ich mal halt sagen, okay, ne? Also für solche Anlässe. Ne? Bloß weil ich irgendwo in ein Restaurant gehe, klar, wenn es so ein High-Class-Restaurant wäre, was ich mir nicht leisten kann und wo ich nicht hin will, weil da kriege ich irgendwie für 25 Euro so ein 2-Euro-Münzen großes Ding. Kein Mensch braucht das. Ne? Ich lieber für 10, 15 Euro irgendwie einen anständigen Cheeseburger fressen. Aber ne, ich bin da sehr, 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 sehr offen dafür, dass die Leute anziehen sollen, was sie wollen. Aber wenn ich vor Gericht muss und es geht darum, ob ich ins Gefängnis gehe für 2 Jahre oder nicht, oder würde ich mir anständige Klamotten anziehen. Weil das auch was mit Respekt zu tun hat. Das bringt eine gewisse Message auch ans Gericht, an die Staatsanwaltschaft, an den Richter oder die Richterin, dass man sagt, hey, wir begegnen uns hier mit einem gewissen Grundrespekt, so, ich kacke euch nicht an, ihr kackt mich nicht an und let's go. Na, nicht zu der Rainer. Der Rainer, der kann da hingehen, wie er will, weil er hat ja gar nichts falsch gemacht. Er ist ja nicht derjenige, er hat sie nur verteidigt. Ich weiß nicht genau, wie das ganze Verfahren jetzt übertragen wurde oder ob da was übertragen wurde oder wie das wiedergegeben wurde oder keine Ahnung. Rainer, wir sind nicht in Amerika, wo so ein Verfahren im Fernsehen läuft. Ich weiß nicht, ob das Verfahren übertragen, na, ist es nicht. Es hat Leute gegeben, die haben da mitgeschrieben. Und diese Mitschrift ist großartig.
Ist sehr großartig. Ich habe damals mal wer hat das? Ich glaube, Metal-Sorge Fridolin hat das damals mal behandelt. Wild, wenn dann Sachen zitiert werden, die gesagt wurden. Im Wortgefecht, ne, vor der Taschenlampentat. Wild. I lolled a lot. Ich lese gerade Zeitung, ich schaue kein Fernsehen, ich kriege das also alles nicht mit. Ich habe natürlich ein paar Bilder bekommen, die mir permanent Leute irgendwie über möglichst viele verschiedene Webseiten geschickt haben. Ich habe mir das Verfahren an sich nicht angeschaut, ich war ja dabei. Aber da waren halt 2 Medizinstudenten, die unter anderem Studenten, Tier. wegen Beleidigung und so weiter hier und wegen einer Sache, wo ich die weggeschubst habe, was weiß ich. Das waren ja die letzten Figuren, die beiden. Und noch einiges. Also das war im Übrigen einer von denen, hat laut seiner Aussage, ist bei der Berufungsverhandlung nicht mehr gekommen, um als Zeuge auszusagen, was wahrscheinlich auch vorm Knast bewahrt hat, unter anderem, weil der wohl eine Krebserkrankung hatte. Und Reini hat im Jahr 2023, Anfang des Jahres, das weiß ich nur, da ist er irgendwo umeinander gewongelt und hat Tickety Stream gemacht mit diesem unsäglichen Hintergrund und hat dann drüber schwadroniert, ja, das scheint dann Karma gewesen zu sein, das hat er dann schon verdient. Ne? Also wenn man hingeht zu Reini und Herr Winkler ruft und ein bisschen am Tor rüttelt, so, dann hat man Krebs verdient in seinen Augen. Das müsst ihr euch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Jedes Mal, wenn man irgendwo vielleicht ein kleines bisschen Mitleid oder Verständnis für ihn empfindet, wie es ja normal ist, als normaler empathischer Mensch. Ne? Wir sind ja eigentlich drauf getrimmt von der Natur, sodass wir empathisch anderen Menschen gegenüber sind, weil das hat das Überleben der Spezies gesichert. Und wenn dieser Urinstinkt, dieser Impuls in euch hochkommt, ihm gegenüber, müsst ihr euch immer wieder solche Sachen vor Augen halten. Rainer ist der Meinung, nur weil jemand zu ihm gekommen ist, um ihn ein bisschen zu ärgern und tanzen zu lassen, hat der Krebs verdient. Also jemand, der die ganze Zeit drüber heult, von wegen, sein Vater ist an Krebs gestorben, bla bla bla. Und bitte immer ins Gedächtnis rufen. Immer wenn ihr denkt, war das jetzt notwendig? Nein, tut er mir nicht doch leid, dann immer denken, Rainer wünscht anderen Menschen Krebs. Das Weitere. Ja, wie auch immer. Jedenfalls, ich finde das oder ungerechtfertigt. Immerhin bin ich es, der unter psychischem Druck steht, der permanent. Rainer, du hast über Jahre hinweg, hast du dich in deinen Streaming gesetzt. Entschuldigung. Und hast drüber hinschwadroniert, ja, das macht mir alles gar nichts aus und das ist, belastet ihn überhaupt nicht, er hat die Stärke, die es braucht, bla bla bla, alle anderen wären daran schon lang zerbrochen und da hätten sie aus dem Fenster geschmissen oder sonst irgendwas. Aber er ist der starke Drache mit der Seele eines Drachen und er kann das alles weg und bla bla bla. Und er hat das extra auf sich gezogen, damit es andere nicht erdulden müssen, die nicht so stark sind wie er und das nicht aushalten können. Jetzt sagt er wieder, ja, das ist ungerechtfertigt, weil ich stehe hier unter enormem psychischen Druck. Na, heute so, morgen so, übermorgen sowieso. Und verbal, körperlich und psychisch angegriffen wird. Ich wurde mit Messern, Schlagstöcken und was weiß ich alles verletzt, angegriffen und was weiß ich alles noch. Was weiß ich alles noch ist im Übrigen, also einer der deutlichen Lügenindikatoren im Drachengame. Also für alle Leute, die es noch nicht wissen, immer wenn er sagt, was weiß ich alles, dann konnte er sich im Kopf einfach die Lüge nicht zeitnah zusammenrendern, die jetzt da erzählen wollte. Deswegen bricht er die Lüge in der Mitte ab, denkt sich, das passt schon so, hätte ich gesagt gehabt, lass mal so bleiben, was weiß ich was, etc. Ne? Und trotzdem stehe ich vor Gericht, wo mich verteidige und was weiß ich alles, und das auch noch als Schuldiger. Ich verstehe, dass das Gericht irgendwelche Verurteilungen machen muss. Nein, Rainer, nein. Oder wenn er das jetzt so hinstellt, als hätten sie ihn wegen einer Quote verurteilt, Alter, dann hast du mich jetzt da gleich da liegen. Ne? Das Gericht muss Verurteilungen machen, heute war halt er dran. So einen Scheißdreck habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört.
Er, der davor schon 3-mal vor Gericht gestanden ist, oder waren es 2-mal, 2 oder 3-mal und jedes Mal wieder und wieder und wieder Bewährung gekriegt hat und immer nicht dergleichen getan hat, stellt sie jetzt hin und sagt, ja, die haben mich ja nur verurteilt, weil müssen eine Quote erfüllen oder sowas. Das ist ja diese ganze dumme Schwurbelei, wenn irgendjemand richtig Scheiße gebaut hat und anstatt, dass er sich gerade macht dafür und sagt, ja, habe ich massiv ins Klo gegriffen und ich trage jetzt die Konsequenzen von dem ganzen Bullshit, den ich gebaut habe. Nein, ja, da werden dann alle möglichen Theorien rausgesucht und wenn sie noch so Hanebüchen sind, um dann dazu zu sagen, ich bin aber nicht derjenige, die haben ja eine Quote zu erfüllen. Halt dein Maul, Rainer. Natürlich, klar. Es ist gesetzlich, sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, aber ich finde das Urteil ungerecht. Also, was mich am meisten abgefuckt hat, war die Aussage, dass wobei ich dazu sagen muss, die Wortwahl des Gerichtes und auch die Wortwahl der Staatsanwaltschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich beleidigend. Es hat geheißen, ich sei ein Bewährungsversager. Dabei Liebe Grüße gehen raus an den Bewährungsversager an der Stelle. Ich weiß, du schaust meine Videos. Der Klassiker. Auch das ist wirklich. Wie deutlich wollen sie machen, dass sie hageldumm sind und nicht einmal ihre eigene Muttersprache beherrschen? Rainer, ja. Sie haben mich als Bewährungsversager bezeichnet und beleidigend. Nein, Rainer. Weder Staatsanwälte noch Richter neigen dazu, Angeklagte zu beleidigen. Ne? Weil die nicht auf deinem geistigen Niveau unterwegs sind. Das sind Leute, die haben studiert. Ne? Das sind gebildete Menschen und die verhalten sich im Gegensatz zu irgendwelchen Affen, die im Spipnot-T-Shirt im Dreckerten vor Gericht aufschlagen, verhalten die sich zivilisiert, während sie da ihren Job machen. Die beleidigen nicht einfach wild durch, ja. Die gehen dann nicht irgendwie auf Mutter, wenn da irgendein Wannabe-Gangster-Rapper reinkommt, sondern die halten sich an die Fakten. Und die Fakten sind, du hast deine Bewährung versagt. Das ist ein etablierter Begriff. Ne? Du hast deine Bewährung versagt. Du hast eine Straftat begangen. Du bist dafür verurteilt worden. Auf Bewährung unter der Voraussetzung, dass du gewisse Dinge tust, um dich zu bewähren, damit du nicht ins Gefängnis gehen musst. Und wenn du das nicht tust, dann hast du dieses Recht verwirkt, du hast deine Bewährung versagt und deswegen bist du ein Bewährungsversager. Punkt. Ja? Die haben nicht gesagt, dass du ein Versager bist, auch wenn es wahr ist. Ne? Weil, wie gesagt, weder Richter noch Staatsanwälte dazu neigen, Angeklagte einfach wüst zu beleidigen vor Gericht. Aber das checkt er nicht. Er hat sich gedacht, er geht dahin, ja, es ist ein Bewährungsversager. Oh, Staatsanwältin ist ein Hater. Oh, die beleidigt mich hier. Warum tut keiner was? Helft mir. Halt dein Maul einfach. Halt dein Maul, ganz ehrlich. Bild. ist das überhaupt nicht wahr. Dabei stimmt es überhaupt nicht. Halt dein Maul. Die Strafe. Alter, ich bin jetzt. Mir geht jetzt die Pumpe schon wieder. Ich bin auf 188 mit dem Scheiß. Von den, wie sagt man? Von dem, Die gemeinnützige Arbeit konnte ich nicht machen, also kann ich da nicht versagt haben. Doch, Rainer, die konntest du schon machen. Ich kann nicht, wohnt hier im Ich will nicht Land. Du bist ein arbeitsloser Vollversager, der jede Menge Zeit gehabt hätte, diese scheiß gemeinnützige Arbeit zu machen. Und wenn es ist, dass du den Pilgerweg rauf und runter gehst und die leeren Bierdosen von den ganzen Kuchenkindern einsammelst, die du daher beschworen hast und die Aufkleber irgendwo von irgendwelchen Stromkästen wegmachst oder von irgendwelchen Laternenpfahlen und keine Ahnung, die Parkbänke neu streichst, die da beschmiert worden sind. Da hättest gar nicht weit gehen müssen. Direkt vor deiner Haustür. Den ganzen Schaden, den die Leute angerichtet haben, die du wie eine Heuschreckenplage über dieses Dorf hereinbeschworen hast, die hättest du wegmachen können. Überhaupt gar kein Problem. Wärst zur Frau Winkelspecht gegangen, die hat da schon gesagt, die hat dann einen Farbeimer in die Hand gedrückt und dann Spachtel und dann einen Pinsel und hätte da gesagt, auf geht's, wir sehen uns heute Abend. Ne? Ich stau heute ein paar Mal vorbei und schau, dass du den Job auch machst. Ja, und heute Abend komme ich irgendwann und dann sage ich dir, wann du Feierabend hast. Und morgen in der Früh um 8 Uhr stehst du wieder da und kriegst wieder den Farbeimer und den Pinsel und den Spachtel und dann geht's wieder von vorne los. Und ganz ehrlich, da hätte ich als Winkelspecht, wenn ich die gewesen wäre, auch noch gesagt, hey, keine Ahnung, ich rufe bei der Pinea an, die sollen einen von diesen komischen Reiterstaffeln Dulli da hinstellen, damit er dabei nicht belästigt wird. Damit er die Scheißarbeit machen muss.
Dass er keine Ausrede mehr hat. Dass er sagt, oh, ich bin hier draußen, ich werde angegriffen. Nix. Da stehst du und streichst diese scheiß Parkbank. Ich konnte die nicht machen. Gott bewahre mir meine dummen Ausreden, ganz ehrlich. Ich hätte die gemacht, kein Thema. Ja, aber genau, überhaupt kein Thema nicht. Nirgendwo jemanden gehabt, der mich da eingestellt hätte für die Ableistung dieser Zeit, für die Bewährung. Ja. Du bist ganz sicher, du hast den ganzen Tag umeinander telefoniert. Ne? Keiner, du hättest, ganz ehrlich, du hättest auch einfach, du hast bei der Pinea anrufen können. Jetzt sagen, hey, ey, ihr habt's gelitten. Und die letzten Jahre, die letzten 8 Jahre habt ihr gelitten unter mir. Ich muss jetzt hier Sozialstunden ableisten und ich komme jetzt bei euch und ich putz und räume auf und koche euch Kaffee oder sowas. Wasch eure Autos, was auch immer. Es hätte so viele Sachen gegeben, die er hätte machen können. Und er hockt sich dahin so, ich konnte es nicht. Wegen die Hater sind schuld. Wir sind auch schuld, dass er keine Lade mehr kriegt. Aber, na, Also für die gemeinnützige Arbeit, die ich machen musste. Ich hatte ja 50 Sozialstunden und die konnte ich nicht ableisten, weil mich niemand eingestellt hat. Also kann ich in dem Punkt nicht versagt haben, weil ich bin ja nicht dafür verantwortlich gewesen. ich bin nicht derjenige, halt dein Maul. Ich wollte das machen, ich hätte das gemacht. Du wolltest es nicht machen. Ich würde das immer noch machen, aber ich kann nicht so. Dann das andere war, dass es geheißen hat, mein Bewährungshelfer habe verschiedene Sachen angeregt, die ich nicht umgesetzt hätte, was nicht stimmt. Die Sache mit meinem Hausverkauf zum Beispiel wurde unter anderem auch durch meinen Bewährungshelfer angeregt. Ja, Bewährungshelfer, größter Hater. Dass du die Butze verkauft hast, das war, ne? War ein großer Fehler, hätte ich gesagt gehabt. Und ich nehme an, dein Bewährungshelfer hat da wahrscheinlich gesagt, Herr Winkler, Sie müssen da gleich ein Tor. Sie müssen schauen, irgendwie gibt es eine Möglichkeit, diese scheiß Sozialstunden zu machen. Ja? Sie müssen schauen, dass Sie aufhören, die Leute im Internet zu provozieren. Sie müssen dieses, Sie müssen jenes machen, ne? Um für den Fall einer weiteren Verhandlung gewappnet zu sein. Dass Sie wenigstens vorweisen können, dass Sie sagen, ich habe mich an die Bewährungsvorlagen gehalten. Nein. Und natürlich sagt der steht ja auch mehr oder weniger vor Gericht. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Bewährungshelfer und ihr kriegt so einen absolut hoffnungslosen Fall vorgesetzt. Und ihr müsst mit dem arbeiten und ihr müsst ihm in seinen hageldommen Knallkopf reinprügeln, dass er gefälligst seinen scheiß Stream einzustellen hat oder wenn er schon streamt, einfach nicht mehr einfach die Kuchenkinder herbeschwört. Weil es ansonsten ins Camp Knacki geht und er sitzt einfach nur da und im Kopf läuft einfach nur ab, ich bin nicht derjenige, ich bin nicht derjenige, ich bin nicht derjenige, ich bin nicht derjenige, ich bin nicht derjenige. Und der hört euch gar nicht zu, da wird er verzweifeln. Natürlich fragen die ihn vor Gericht, Moment einmal, Herr XY, ich weiß nicht, wie er heißt, ne? Sie waren jetzt dafür verantwortlich, dass der hageldomme Knallkopf hier seine scheiß Bewährungsauflagen erfüllt. Was ist jetzt damit? Natürlich sagt er, ich hab's versucht, aber er hat ja nicht dergleichen getan und ich kann ihn ja nicht hinprügeln. Wobei ich das schon vorher vorhatte, aber da wurde ja in die Richtung auch was verändert und ich habe das auch verändert. Aber, beziehungsweise ich bin da auch dabei, das zu verändern. Aber das heißt jetzt auch da, im Prinzip ist es so, dass ich aufgrund des ganzen Netzes und auch aufgrund der Bewährung, das ist ja das, mein gesamtes Leben auf den Kopf stelle und komplett umkrempel und ein komplett neues Leben führen werde. Ja, also ein tolles Leben, Rainer. Du warst zwischendurch obdachlos und jetzt wohnst du in der Nazi-Butze im sächsischen Hinterholz. Aber das wäre alles überhaupt gar nicht notwendig gewesen, Rainer. Du hättest einfach damals, als Rudi dir den Löffel gereicht hat, hättest du einfach arbeiten gehen können. Und es hätte Arbeit gefunden. Wäre der Wille da gewesen, hätte man eine Arbeit gefunden für dich. Das ist genau dieselbe Scheiße wie mit den Sozialstunden. Irgendeine Deppenarbeit hätte es gegeben für dich. Ne? Und dann wäre das alles nicht notwendig gewesen. Aber es hilft ja nichts. Hilft nichts. Was die Sache angeht mit dem weiteren Verlauf des Ganzen jetzt, ich habe jetzt 2 Jahre gekriegt, ich habe jetzt 2 Jahre bekommen, nicht auf Bewährung, sondern 2 Jahre Gefängnis und nicht auf Bewährung. Das heißt, ich habe gar keine Chance auf Bewährung. Und jetzt ist aber die Sache natürlich die, dass ich euch ja schon gesagt habe, wie ich reagieren werde, wenn ich verurteilt werden sollte fürs Gericht, dass ich eingesperrt werden soll. Das wird jetzt alles seinen Gang gehen. Wir werden sehen, ob die Strafe im Nachhinein höher ist oder weniger hoch. Im Rainer, der immer gesagt hat, ich mache mich gerade für meine Fehler und bla bla. Ja?
Gericht hat gesagt, du bist derjenige, finally, ne? Nach dem 3. Mal hat es geheißen, nee, du gehst jetzt in den Knast. Geh in Berufung. Weil, wenn man sowas macht, kann es natürlich schnell... Und versteht's mir nicht falsch, ich finde, das in Berufung gehen ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Rechtsmittel in unserem Staat. Ne? Also, dass da nochmal einer drüber schaut, zweite Meinung einholen, etc. Ne? Weil es gibt ja tatsächlich auch Fälle, wo Leute wild verurteilt wurden, ohne irgendwie, dass man dann sagt, hey, Moment, das geht so nicht. Lass da bitte nochmal eine Instanz höher gehen. Irgendjemand, der da mehr Ahnung hat, let's go. Aber er weiß ja, was er gemacht hat. Alle Leute wissen, was er gemacht hat. Er weiß, dass er derjenige ist. Er hätte halt einfach, wenn er nicht das Rückgrat eines Gummibärchens gehabt hätte, hätte er sich da hinsetzen können, haha, und hätte sagen können, jo, ist so, ich hab's jetzt übertrieben, ich habe die Strafe vollkommen zurechtgekriegt und ich trete die jetzt an und ich mache mich gerade für den Scheiß, den ich gebaut habe. Hätte er machen können. sein, dass dann die Strafe auch höher ist. Wenn er denn tatsächlich, was ist so ein vorbildlicher, ne, Rechtsexperte wäre, ne? Mit so einem ganz großartigen Gerechtigkeitsempfinden, das er ja angeblich hat. Ne? Der große Empathielord. Das vorher. Deswegen werden wir sehen, wie es laufen wird. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun. Ich sehe nämlich nicht ein, mich einsperren zu lassen, weil ich mich verteidige. Was man auch dazu sagen soll, der Abschluss. Nein, niemand sperrt jemanden ein, wenn er sich verteidigt. Ne? Notwehrparagraf, ich habe das schon 1000-mal erzählt. Wenn Notwehr vorliegt, wirst du nicht eingesperrt, da wirst du nicht verurteilt, da wirst du freigesprochen, fertig, Bums, aus, Nikolaus. Wenn du verurteilt wirst und eingesperrt wirst, dann wirst du nicht eingesperrt, weil du dich verteidigst, sondern dann wirst du eingesperrt, weil du aus dem Hinterhalt Leute angegriffen hast. Schließend noch, bevor ich jetzt gleich mein Anime weitergucke. Ich wollte eigentlich streamen, aber jetzt bin ich momentan eher auf mein Anime, wir werden jetzt gucken. Mich würde halt interessieren, wie irgendjemand anderes reagieren würde. Es heißt jedes Mal so, dass ich falsch handle, dass ich falsch reagiere. Ich soll im Haus bleiben, ich soll nicht rausgehen. Ja, jedes Mal heißt es und jedes Mal tust du nicht dergleichen. Und jedes Mal passiert dieselbe Scheiße wie vorher und jedes Mal wunderst du dich. Die Polizei, der Herr Müller, ich weiß nicht, wie oft die dir gesagt haben, Herr Winkler, bleiben Sie im Haus. Herr Winkler, machen Sie nicht permanent diese Scheiße wie an. Herr Winkler, hören Sie auf, die Leute zu provozieren. Herr Winkler, wenn da irgendwie tatsächlich jemand was tut, dann können Sie uns anrufen und dann Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen. Wenn da keiner da ist, der wirklich was tut, sondern die Leute einfach dann nur auf der anderen Straßenseite stehen und sich das Haus anschauen, dann Ball flach halten, Fresse halten, nicht drauf reagieren, die Leute nicht provozieren, bla bla bla. Wie oft ist ihm das gesagt worden? Und er weiß es ja, er sagt es ja hier. Ja, die sagen mir das immer. Ja, aber du hast ja nie dergleichen getan. Wurde sogar in dem Bezug gesagt für den Typen, der über meinen Zaun geklettert ist. Der ist über meinen Zaun geklettert, ist in mein Privatleben, in meine Privatsphäre eingedrungen. Natürlich ist das falsch. Gar keine Frage. Ne? Ich kann nicht einfach bei irgendwelchen Leuten aufs Grundstück gehen. Ungefragt, ungebeten. Gar keine Frage. Aber was du gemacht hast, war dann, boah krass, jetzt hab ihn, ja? Weil du in deinem Kopf in Texas lebst, wo du Leute abknallen kannst, wenn sie bei dir aufs Grundstück gehen. Dann bist du rausgewongelt, hast das Tor zugemacht, hast ihn daran gehindert, das Gelände wieder zu verlassen und hast ihm auf die Fresse gehauen. Dabei hast du seine Brille kaputt gemacht. Und in dem Moment hast halt wieder du derjenige, weil da die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben war. Weil ja du nicht angegriffen wurdest. Und der hat ja da auch nichts getan, der ist da auf dem Hof rumgelaufen. Und was hätte er denn auch tun sollen? Der hätte ja gar nichts machen können, weil das ist ja alles nichts wert gewesen da. Der hätte nicht einmal was kaputt machen können. Das Schlimmste, was passieren hätte können, ist, wenn er da einen Haufen in den Hof gesetzt hätte. Hat mein Leben dementsprechend auf den Kopf gestellt und ja, ich soll dann drinnen bleiben und zuschauen, wie der auf meinem Grundstück rumläuft, vermutlich meine kompletten Sachen kaputt macht, vielleicht Welche Sachen denn? Die 2 hienigen Autos, die in der Scheune gestanden sind, die eh schon jenseits von Gut und Böse waren. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Wenn er da was mitgenommen hätte, dann hätte es weniger zum Verschrotten bezahlen müssen. was klaut. Ja, die Polizei ist dann zwar rechtzeitig gekommen, aber das kann ich ja nicht ahnen. Ich kann ja nicht ahnen, wie schnell die Polizei da ist. Zumal in der Vergangenheit es oft schon vorgekommen ist.
Was mich auch gestört hat, ist, dass ich halt von der Polizei... Rainer, du hattest ja die Überwachungskameraaufnahmen. Und die Aufnahmen, die du nur auf deinen Hof gerichtet hast, wenn die Kamera einfach nur auf deinen Hof gerichtet hättest, dann am linken Bildschirmrand das Tor, man sieht, wie er drüber steigt, man sieht, wie er drauf rumläuft, du rufst die Bullen an. Ja gut, was hat der Junge die Wölfe ruft, deswegen weiß man nicht, wie lange es dauert, bis sie kommen, weil sie immer damit rechnen müssen, dass du lügst. Aber, angenommen, jeder normale Mensch würde das machen. Jeder normale Mensch, der da eine Kamera hat. Keine Ahnung, aber angenommen, ich hätte jetzt eine Kamera und die scheint auf meinen Hof. Ich habe keinen Hof, aber angenommen, ich hätte einen. Und da steigt einer übers Tor und ich sehe das auf der Kamera und ich rufe die Bullen an und sage hier, Kasper anwesend, Dullis sind übers Tor, der stravanzelt da über mein Grundstück umeinander, der hat Unfug im Sinn, was weiß ich. Und dann kommt die Polizei und dann zeige ich ihnen die Aufnahmen, die ich ja von meinem eigenen Grundstück gemacht habe, da wäre, und dann wird das vor Gericht bewiesen, dann zeige ich den an wegen Hausfriedensbruch und dann bin halt ich nicht derjenige. Oh, scheiße. Ja, also weil ich halt die Polizei bin. So, sorry, bin jetzt gerade auf irgendeine Taste gekommen, weiß nicht, was das war, aber ja, ich gestikuliere immer viel rum. Nochmal, großartiges Meme. Ich kann ja nicht ahnen, wie schnell die Polizei da ist. Zumal in der Vergangenheit es oft schon vorgekommen ist. Was mich auch gestört hat, ist, dass ich halt von der Polizei, also weil ich halt die Polizei beleidigt habe und alles. Und was mich auch gestört hat, ist, dass... Das Thema hat man ganz schnell jetzt unter den Tisch fallen lassen. Was mich gestört hat, ich habe die Polizei beleidigt. Oh, habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? Ich habe natürlich die Polizei, ich habe doch die Hater gemeint. Dass ich gesagt habe, was mich vor allem gestört hat, war, dass gesagt wurde, dass der Herr Peter und so weiter, ich weiß, dass der Herr Peter seinen Job vielleicht richtig macht, ja, vielleicht sage ich deswegen, weil ich es nicht wissen kann. Ich gehe davon aus, dass er seinen Job richtig macht, wenn es um andere Punkte geht, aber nicht, wenn es um die Punkte bei mir zu Hause geht. Das ist in der Vergangenheit öfter vorgekommen und auch vor kurzem. Leute, auch das, ganz ehrlich, das hätte ich bei der Berufsverhandlung nochmal auf den Tisch gelegt. Ich gesagt, hier, so geht der mit der Verhandlung um. Das ist seine tatsächliche Meinung. Wenn er da vor Gericht steht und den reumütigen Dulli gibt, der dann da so, tut mir leid, dass ich das gesagt habe, aber ich glaube schon, dass die den Job gut machen, dann lügt er wie gedruckt und am Tag danach hockt er sich hin und sagt, ja, nee, die machen halt trotzdem ihren Job nicht. Erst, wo ich mit Pfefferspray angegriffen wurde. Ich wurde dieses Jahr erst von Pfefferspray angegriffen. Ne? Und das Witzige Rainer, du hast Leute mit Pfefferspray angegriffen, das ist der Punkt. ist, ich wurde verurteilt wegen Pfefferspray. Und die Richtig. gleiche Schicht, wo ich gesagt habe, dass halt nichts unternimmt, hat auch da nichts unternommen. Ich habe 3 Stunden auf die Polizei gewartet, 2 Stunden lang oder 2,5 Stunden lang waren die Hater hier vor Ort, haben mich zweimal mit Pfefferspray angegriffen, haben hier rumgeschrien, haben hier rumgekratzt. Rainer, wenn du tatsächlich mit Pfefferspray angegriffen worden wärst, hätten wir das gesehen. Dann wärst du mit der geschwollenen Fresse vor die Kamera gegangen und hättest gehört, was die mir gemacht haben. 100%ig. Wir hätten das wäre viral gegangen. Allein schon, weil sie ganz viele Leute ins Fäustchen gelacht hätten drüber. Jetzt weiß er mal, jetzt hat er seine eigene Medizin zu stecken gekriegt. Gemacht und ich weiß nicht was noch alles und die Beamten sind nicht gekommen. Und ich stehe jetzt am Ende dann hier und weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist frustrierend. Es ist sehr frustrierend, wenn man nicht weiß, wie man sich verteidigen soll. Wie soll ich mich wehren gegen sowas? Rainer, es haben dir die Leute über Jahre hinweg gesagt, was du tun sollst. Über Jahre hinweg, alle Leute haben dir das gesagt, was du tun sollst, damit das aufhört. Und du hast es einfach nicht getan. Was meinst du, wie frustrierend das ist für die Polizisten von der Pinea, die dir über Jahre hinweg vorgebetet haben, was du tun sollst? Dass du dich jetzt schon wieder dahin hockst und sagst, ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich darf nicht zuschlagen, ich darf nichts sagen, ich darf mich nicht mal aufregen, wenn die Menschen, die für Straftaten zuständig sind, nichts unternehmen. Was genau soll ich machen? Ich weiß, dass die Polizei Neustadt extrem angepisst ist und dass die extrem viel zu tun haben und dass die nicht nur für mich da sind. Ich habe niemals, im Leben habe ich nicht behauptet, dass die, ich habe im Leben nicht behauptet, dass die, wie sagt man, warte, gleich habe ich's. Ich habe im Leben nicht behauptet, dass die meine Privatsecurity sind. Nein,
Nein, nein, nein. Du hast die bloß gesagt, hey, ihr müsst halt einfach mal mehr hier durchfahren. Patrouilliert's halt hier einfach die Straße rauf und runter, dann kann sowas nicht mehr passieren. Das hast du gesagt zu denen. Du hast vielleicht das Wort Privatsecurity nicht in den Mund genommen. Das haben die Hater dann, also das haben die Hater dann so übersetzt, weil so hast du es gemeint. Du hast bei denen angerufen und hast gesagt, fahrt doch hier einfach die Straße rauf und runter den ganzen Tag. Dann muss ich nicht mehr anrufen. Ja, geil. Das ist im Endeffekt Privatsecurity. Und das sind sie halt nicht. Und wie gesagt, ich habe das in dem anderen Video behandelt von 2019 im August. Die sind ja dann offensichtlich, also es ist jetzt meine Interpretation der Situation, dass die da hingefahren sind, dass die Leute in Zivil dahin geschickt haben, um praktisch die Situation zu beobachten, wie sie sich verhält, wenn keine Polizei vor Ort ist. Ne, weil die Polizei natürlich eine Variable ist, die das komplette Geschehen verändert. Ne? Wer ist dann der Aggressor? Und quelle Surprise, was haben sie rausgefunden, wer der Aggressor war? Er hier. Er war ein bisschen frustriert. Ne? Er hat sich mit dem Bärchen gestritten kurz vorher. Hat seine Chancen auf baldigem Snoo-Snoo irgendwie wieder verschwinden sehen. Und da geht man dann schon mal auf irgendwelche Kuchenkinder los, die die Dreistigkeit haben, ihm zum Geburtstag zu gratulieren und ihm ein Ständchen zu singen. Und natürlich, ich hätte das genauso gemacht. Ich hätte da auch eine Zivilstreife irgendwann hingeschickt. Weil es ist ja immer Aussage gegen Aussage. Es ist ja immer Aussage gegen... Du kannst ja nichts machen als Polizei. Du kannst das ja nicht aufnehmen. Du sagst, okay, die Kuchenkinder sagen A, der Wingel sagt B, das nehmen wir jetzt da so auf. Das verläuft im Sande, weil Aussage gegen Aussage, fertig, bums, aus, Nikolaus. Und Rainer, das wäre zu deinem Vorteil gewesen, wenn du tatsächlich die Wahrheit gesagt hättest. Wenn du nicht derjenige wärst, ja, der hergeht und die Scheiße baut. Dann wäre das zu deinem Vorteil gewesen, dass die da Zivilstreife hingeschickt haben, wenn die festgestellt hätten, oh, er ist ja wirklich nicht derjenige. Die randalieren ja da weg, die wollen ihm ja echt die Bude anzünden. Dann hätten die eingreifen können und hätten die Kuchenkinder verknackt. Und die wären dann tierisch dick in der Shittery-Doo gesessen. Was die aber festgestellt haben, ist, dass du der Aggressor warst. Und dass du da Öl ins Feuer gekippt hast und dass du die Leute provoziert hast und die Eskalationsspirale weiter nach oben geschraubt hast. Das haben die festgestellt. Und zwar ein schlauer Zug von denen. Und du bist voll reingefallen, weil du halt einfach nicht damit gerechnet hast, dass die in Zivil da sind. Und da hast du, wie wenn du im Discord sitzt und dich unbeobachtet fühlst, hast du halt dein wahres Gesicht gezeigt. Habe ich nie behauptet. Wäre mir auch nie eingefallen, abgesehen davon. Aber es ist so, dass das, was passiert ist, ist scheiße, klar. Aber der Zusammenhang mit dem Ganzen, ich habe halt keine Möglichkeit, mich anders zu wehren. Wobei ich dazu sagen muss, seit ich das Haus verkauft habe, sehe ich dem Ganzen entspannter entgegen. Das habe ich auch vor Gericht gesagt. Weil die Leute, die jetzt momentan an mein Haus, die jetzt zu mir nach Hause kommen und mein Tor rumreißen und Sachen aus Grundstück schmeißen, das geht mich alles letzten Endes nichts mehr an. Und ich kümmere mich da auch nicht mehr drum groß. Ich rufe die Polizei, wenn sie Scheiße bauen und zu sehr randalieren. Und das war's. Was ich jetzt vor Gericht gar keine Chance hatte, was mich geärgert hat, ist, mal vorzuzeigen, wie oft ich bei der Polizei anrufe. So. Weil ich hatte... Ich habe da in besagtem Stream, ne, von Mitte August 2019, hast du auch aufgezählt, wie oft du bei der Polizei anrufst. Und du hast halt innerhalb von 3 Minuten 5-mal bei der Polizei angerufen. Ich glaube 3-mal bei der Pinea und als die nicht mehr rangegangen sind, hast du 2-mal beim Notruf angerufen. Und hast dann dich beim Notruf darüber beschwert, dass die Pinea ihren Job nicht macht. Das ist Psychoverhalten, Rainer. Ich habe mir alles extra ausgedruckt gehabt, ja, ich habe vor ein paar Videos... Ja, und die Richterin hat gesagt, Herr Winkler, mit dem ausgedruckten Wisch, den Sie da mitgebracht haben, können Sie sich geschmeidig einen Arsch abwischen, weil der vor Gericht einfach null Aussagekraft hat. Und da hat sie recht. Das habe ich ja erzählt, wie viele Hater bei mir waren und so weiter. Und wie viele Hater in der Woche da sind, wie viele Hater im Jahr da sind oder im Monat. Und ich hatte diese ganze Liste dabei vor Gericht. Aber ich hatte gar keine Chance, die vorzutragen,
Mein Anwalt hat ja auch gemeint, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht im Moment, aber ich finde halt eigentlich, dass es sich hätte angeschaut werden müssen, weil Es ist so wild einfach, es ist so wild. Er macht da seine komische Liste, druckt die aus, nimmt die mit, der Anwalt sagt, Herr Winkler, die Liste ist nun und nichtig, kein Schwein interessiert sich dafür, du stehst da wie der allerletzte Depp, wenn du die da vorträgst. Lasst es bleiben, niemand schaut sich die an, die ist vollkommen irrelevant. Die wird niemals irgendwie den Ausgang des Verfahrens in irgendeiner Weise beeinflussen. Außer, dass man vielleicht sagt, okay, der ist so hageldumm, dass er mit so einer Liste um die Ecke kommt, dass man sagt, hier, na, wir schrauben dem doch irgend so eine Betreuung ans Bein. Und was denkt er sich? Ja, ich als Sonderschulabbrecher weiß natürlich mehr wie der Typ, der Jura studiert hat. Und ich versuche trotzdem die Liste vorzutragen. Und ganz ehrlich, ich hätte gerne einen Facepalm gesehen, den der sich in die Fresse gezimmert hat, der Anwalt, als er da vor Gericht mit dieser scheiß Liste gekommen ist. darin war oder wäre zu lesen gewesen, was da eigentlich letzten Endes los ist. Also wie Letzten Endes! viele Menschen da letzten Endes bei mir vor der Tür stehen, wie oft ich bei der Polizei anrufe, was für Arten von Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Rainer, weil du das auf eine Liste schreibst, heißt das noch gar nichts. Ne? Wie oft du bei der Polizei angerufen hast, wissen die Leute. Das weiß die Polizei sehr gut. Und wenn ich jetzt hier einen Zettel nehme und schreibe, hier Rainer Winkler hat das und das gemacht und geht dann vor Gericht und legt das dann da als Beweis hin, dann sagen die auch zu mir, Herr Kasper, damit kannst du deinen Arsch abwischen. Papier ist geduldig, auf so einen Zettel kann ich viel draufschreiben. Verletzungen und ich weiß noch nicht, was alles. Allein dieses ganze Geschrei. Und was mich auch, und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch Er beschwert sich darüber, dass die anderen Leute geschrien haben. sagen vom Video, was mich auch extrem triggert, war die Aussage von der Staatsanwaltschaft, dass sie von mir noch gar keine Videos gesehen hat. Das ist ja alles schön und gut, sie muss sich diese Sachen ja nicht anschauen. Aber ich muss dazu auch sagen, zu behaupten, dass meine ganzen Videos, mein ganzer Kanal provokant ist, das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch. Nein, ist es nicht. Rainer, hast du dir deine Scheiße mal selber angeschaut? Gerade im Jahr 2021, 99% deines Contents, in Anführungsstrichen, war, die Hater sind bla bla bla, ihr Hater habt keine Eier, bla bla bla. Es waren mehrere Äquivalente zu Draht kommt zu mir. Er behauptet immer, das hat er einmal gemacht, das wäre bloß 5 Minuten online gewesen. Das stimmt halt auch nicht. Er hat allein in dem halben Jahr danach, allein in der Woche danach hat er es 5-mal wiederholt, dass die Leute doch kommen sollen und sich trauen sollen. Und in den Jahren danach immer und immer und immer und immer wieder kommt's halt her, wenn es was braucht, kommt's halt her. Ja? Und die muss nicht alle deine Videos gesehen haben, um zu wissen, dass du derjenige bist. Ganz im Gegenteil, hätte die mehr von deinem Content gesehen, dann hätte die wahrscheinlich noch mehr gegen dich in der Hand gehabt. Und dann hätten es dich vielleicht noch länger verknackt. Weil ich mache sehr viel Gaming. Ich mache sehr viele Gaming-Streams. Wir machen sehr viele Laber-Streams. Ja, erstens einmal, in den Laber-Streams geht es nur um die Hater. Entweder geht es um die Hater oder du schaffst dir neue, indem du dein Publikum belügst und beschimpfst. Und deine Gaming-Streams sind so kackenlangweilig gewesen, dass sich die keine alte Sau hat anschauen können. Ne? Im Gegenteil, es hat mir beim Zuschauen wehgetan, wenn ich da mal reingeschaut habe, weil du hast alles, 99% deiner Kommunikation mit dem Chat war so. Und dann hast du zwischendurch einmal beim Vorlesen von irgendwelchen Textblocks versagt. Ne? Wie ein 5-Jähriger. Und dann hast du im Spiel versagt. Und die einzigen Male, wo du im Spiel nicht 100%ig versagt hast, war, wenn es um Spiele ging, wo man Rätsel lösen musste, die du vorher mehr oder weniger auswendig gelernt hast. Weil du, keine Ahnung, das Gronk Let's Play schon 20 Mal gesehen hast. Und dann gesagt hast, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich das auch machen. Ja, tolle Leistung, Rainer. Geiler Content. Und ansonsten hieß es immer nur, die Hater sind hier, die Hater sind so dumm, die Hater haben keine Eier. Ja, ihr Hater, ihr könnt's mal gar nichts, ich bin viel stärker, kommt's halt her, macht's halt. Ja? Ich hau euch aufs Maul, bla 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 bla. Und natürlich sind die gekommen. Und all diese Sachen sind nicht provokant.
Die einzigen Sachen, die dann provokant sind, sind die Sachen, die wieder provokant getriggert werden. Sprich, wenn ich Videos mache, wo sich dann die Hater hinstellen, aufregen und rumschreien und ich weiß gar nicht, was noch alles. Weil das ist dann nur die Situation, wo die Leute bei mir vor der Tür stehen. Das hat nichts damit zu tun, was provokant ist. Ich will auf die Art und Weise nur zeigen, was hier los ist, was hier abgeht, wie sich die Leute verhalten und wie im Gegenzug ich mich verhalte. Und ich will damit auch zeigen, was die Leute so alles machen. Ich bin mit dem Urteil nicht einverstanden, definitiv nicht. Und ich habe ja schon gesagt, was ich machen werde, sollte so ein Urteil passieren. Ich habe schon damit gerechnet auch. Leute behaupten im Moment, dass ich halt, und jetzt war nicht das Video, Leute haben behauptet, dass ich einen Nervenzusammenbruch hatte. Stimmt nicht. Ich bin nur höllisch müde gewesen, weil ich eben zum Zeitpunkt des Urteils hatte ich, wann war das, um 18 Uhr ungefähr, warte mal, 18 Uhr, das muss ich kurz nachrechnen. 12 Uhr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind 7, sind 8, hatte ich ungefähr 31 Stunden nicht geschlafen zum Zeitpunkt des Urteils. Ja, und geschlafen habe ich dann erst um... Er hat nicht geweint, bla bla bla. Genauso wie er damals ein gutes Jahr später, nachdem sie ihm den YouTube-Kanal weggemeldet haben, auf Tickety Tockety, glaube ich, ein Video rausgemeldet hat, mit einer vom Heulen aufgeschwollenen Fresse, dass er ausgeschaut hat wie so eine Wasserleiche, die du nach 3 Wochen irgendwie aus der Aurach gezogen hast. Und dann so, sehe ich so aus, als würde mich, sehe ich so aus, als würde ich mir Sorgen machen. So, nein, Rainer, du siehst so aus, als hättest du gerade einfach 5 Stunden lang geheult, weil sie dir deinen YouTube-Kanal gesperrt haben. So siehst du aus. Um 9 Uhr abends. Das heißt, ich hatte 36 Stunden? Nee, Quatsch, das soll gar nicht hin. Ich hatte ja auf jeden Fall um die 30 Stunden oder irgendwas, die ich wach war. Also ich bin am Vortag um 11 aufgestanden und seitdem bin ich wach gewesen. Ich hatte mich zwar hingelegt gehabt, um 11 hatte ich mich hingelegt gehabt, nachts um 11 hatte ich mich hingelegt, aber ich konnte nicht schlafen. Weil mein normaler Zeitrhythmus, und das muss man auch dazu sagen, aufgrund der Hater kann ich ja nicht schlafen gehen. Ja, da sind die Hater wieder dran schuld. Na, Rainer, da sind die Hater nicht dran schuld. Du hast halt diesen Biorhythmus dir angewöhnt. Ne? Ich zock bis spät in die Nacht. Wenn es dir da langweilig geworden ist, hast du arbeitendes Volk belästigt, das bei dir auf dem Discord sonst umeinander gelungert ist und hast versucht, die irgendwie mitten in der Nacht dazu zu bringen, dass sie dir Gesellschaft leisten, weil du kacken einsam warst in deinem Loch. Ne? Und dein ursprünglicher Biorhythmus einfach das morgens aufstehen, um ins Gericht zu wongeln, ne, war da nicht vorgesehen. Dein Biorhythmus war daddeln bis um 5, 6, schlafen bis um 4 nachmittags, wieder daddeln. Ne? Und unterbrochen von ein bisschen Streamen, damit Barne reinkommen zum Beleidigen von irgendwelchen Zuschauern. Leute provozieren, Leute draußen anschreien und Straftaten begehen. Das war dein Tagesablauf. Ich hatte am Montag versucht, schlafen zu gehen. Um 2 dann, weil ich halt normalerweise 3, 4 schlafen gehe, da wollte ich um 2, habe ich gedacht, ich gehe mal eine Stunde oder 2 Stunden früher schlafen, damit ich mich ein bisschen an einen leichteren Zeitrhythmus gewöhne. Weil ich habe ja einen guten Schlafrhythmus, nur dass ich halt anders schlafen gehe als andere. Ich gehe um 4, 5, 6 schlafen und stehe um 10, 11, 12 auf, manchmal auch schon um 9. Und das ist halt eine sehr... Ja, genau. Rainer, du gehst um 6 schlafen und stehst um 9 auf. Erzähl das bitte deiner Oma. Ich glaub's da nicht. Ja, dass du um 6 schlafen gehst, das glaube ich ja schon, aber dann pennst du halt 10 Stunden bis um 4, 5 nachmittags. Eine nervige Angelegenheit. Na gut, ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Und, ja, bitte gern geschehen. Wie gesagt, kein Nervenzusammenbruch, wisst doch gar nicht warum, weil ich habe genau mit dem Urteil gerechnet. Ich habe keinen Nervenzusammenbruch gehabt, ich habe wirklich keinen Nervenzusammenbruch. Bitte glaubt's mir, ich habe keinen Nervenzusammenbruch. Ich habe echt keinen Nervenzusammenbruch. Ich glaub's keinen Nervenzusammenbruch. Ja. Oder mit einem ähnlichen Urteil. Ich hatte schon gedacht, dass es irgendwas um die 2, 2,5 Jahre gehen würde. Ja. Ja, gut. Das hat er schon gewusst, der Jura-Lord. Da hat er Ahnung gehabt. Ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie der Gang jetzt weitergeht, schauen wir mal. Und das ist so erst einmal das einzige... Nein, du hast dich jetzt schon zweimal verabschiedet. Halt einfach dein dummes Maul jetzt und hör auf mit deinem Scheiß. Statement, was ich zu dem Ganzen abgebe. Alles andere schaut ihr euch bitte dann in Zukunft von mir aus irgendwo anders an und hört euch irgendwelche Lügen an, wenn ihr nicht mir glauben wollt. Weil wir wissen ja alle, das, was ich sage, ist eine Lüge. Ja, das wissen wir. Ist reichlich auch belegt mit diversen Videos im Internet. Sogar jetzt, wo es die Drachenchronik nicht mehr gibt, viele Sachen irgendwie runtergemeldet wurden von YouTube. Sogar jetzt finde ich für jede Lüge, die du irgendwem irgendwann mal irgendwo aufgetischt hast, finde ich den Gegenbeweis. Und ja, diese Aussage ist vermutlich wieder als provokant einzustufen. Aber wie gesagt, mein ganzer Kanal ist überhaupt nicht provokant. Es gibt natürlich provokante Aussagen oder provokante Videos, definitiv.
Ich mache keine Kochvideos, ich mache nur Videos, wo ich koche. Mein Kanal ist überhaupt nicht provokant, aber ich provoziere einfach nur die Leute. Das ist A richtig und B falsch. Aber letzten Endes ist Letzten Tatsache, Endes! dass ich auch nur... Tatsache, Alter, da kommt der letzten Endes Tatsache ist, was weiß ich noch alles. Ui, wirklich die ganzen Lügenindikatoren alle auf einem Haufen. Bin nicht derjenige. Kommt auch noch, ha? mein Leben zu leben. Egal, Leben, ne? Stimmt. Entschuldigung, Rainer. wie viele Steine mir in den Weg gelegt werden. Hau mal rein. Ins Wasserbein. Alter Schwede, hat mich das jetzt wettgemacht. Aber hey, jetzt bin ich wenigstens wach. Und fit, ganz ehrlich, ich bin jetzt fit auf 100 Sachen 80 und ich werde mich jetzt an die Playstation setzen und im Namen des Gottemperators Sinos und Heretiker-Abschaum in den Boden stampfen. Weil Wochenende ist. Leute, das war schwere Kost. Tut nicht, was Rainer tut, weil sonst landet ihr vor Gericht. Und da ihr, ich nehme es stark an, ich glaube an meine Community, alle nicht so dumm seid wie er, werdet ihr wahrscheinlich früher verurteilt, solltet ihr denn derartige Straftaten begehen. Also Füße stillhalten, sich ans Gesetz halten. Und ich weiß nicht, wann das hier hochgeladen wird. Entweder kann ich es jetzt gleich machen oder es ist wieder 10 Tage in der Überprüfung. Ich wünsche euch was und Metal off.